Luxemburgs Rapblog, ich sitze hier mit Blumio. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, super. Blumiologie ist jetzt draußen. Wie lange hast du jetzt an dem Album gearbeitet? Also so richtig intensiv. Ich glaube ein Dreivierteljahr so, ja. Psychologie ist ja die Psychologie des Menschen. Ja. Blumiologie, ist das jetzt dein Wesen beschrieben oder wie bist du auf den Namen gekommen? Ja, so ungefähr ist das eigentlich auch, wie du sagst. Also ich habe ja, viele fragen mich, wollen mich ja immer in so eine Schublade reinstecken, so, was ist er denn jetzt, so, ist er ein ganz linker, ist er, was ist er denn jetzt, ist er religiös, ist er, was ist er so, ne? Oder welche Religion hat der? Und ich halte ja sowieso nicht von irgendwelchen Sachen so wie Szene, interne, irgendwelche Regeln oder irgendwelche Sachen, an die ich mich so, sage ich mal, okay, das sind die Regeln davon, okay, das ist meine Ideologie jetzt und daran halte ich mich. Ich mache meine eigenen Gedanken, mache mir meine eigenen Gedanken und mache mir mein eigenes Weltbild und deswegen wollte ich den Leuten einfach eine Schublade bieten, die Blumiologie heißt und das alles quasi, wenn man mein Album hört, weiß man so ungefähr, wofür ich stehe. Das heißt, du hast dich auch an diesem Psychologie-Konzept orientiert, wenn man dein Albumcover sieht? Oder wie bist du Ja, auf zum Beispiel da, also ist ja nicht nur Psychologie, was mit Logie endet. Ja. Ne? Also gibt es ja Ideologie. Oder Also das ist das Erste, was auf der Hand liegt. Jo. Das ist halt zum Beispiel, wenn du das Cover dir anschaust, sind halt alle Sachen so, die mich und meine Persönlichkeit so und was das Album und so weiter alles so hergibt von meiner Kindheit oder, weißt du, so, ja, alles, was halt mich repräsentiert, ist da halt in mein Gesicht quasi so eingearbeitet und das wurde von einem befreundeten Künstler gemacht, dem Sagi. Und ja, das passt eigentlich auch wie die Faust aufs Auge fürs Album. Wenn man dein Album hört, hat man das Lied Guter Deutscher. Guter Ausländer. Guter Ausländer. Und mit Echo Fresh zusammen. Ja. Und auch jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt einen Klassiker Hey Mr. Nazi oder so hört, das geht ja dann teilweise um auch sich in Deutschland integrieren oder respektiv auch, also Guter Ausländer geht ja um die Integration, Hey Mr. Nazi geht ja gegen also nicht gegen die Rechtsradikalen, aber schon, dass man den Rechtsradikalen auf den richtigen Weg wieder zeigen soll. Inwieweit hattest du jetzt Probleme mit Fremdenhass oder so? Ist das, was dir alltäglich widerfährt oder lässt dich das jetzt einfach kalt, wenn jemand dich darauf anspricht? Nein, also es ist ja so, das fängt ja so im Kindergarten an, so. Ist halt der einzige Asiate da und dann wirst du Schlitzauge genannt und dann merkst du schon, okay, irgendwie bin ich anders als alle anderen. Und das Gefühl hast du dann auch, wenn du dann zur Schule gehst, wenn es dann irgendwie Stress mit irgendwelchen anderen gibt, dann kommt immer zuerst, ja, du scheiß Japse, komm doch, so nach dem Motto, ne? Und ich so, ja, was willst du? Und ich sag mal jetzt, mittlerweile bin ich ein bisschen älter, also in meinem Alltag offensichtlich, dass mich jetzt einer so beleidigt auf diese Art und Weise, ich gerate ja an sich nicht in solche Konfrontationen mehr. Aber wenn es dann soweit ist, dass ich in irgendeinen Konflikt gerate, dann, ich nenne das immer die Rassistenkarte, dann zieht man die dann auch und dann sagt man ja, bla 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 und dann sage ich irgendwas argumentativ, wo er nichts mehr zu entgegnen hat und dann zieht er die Rassistenkarte und sagt, ja komm, ja, du mach dir erst mal die Augen auf oder irgendwie sowas, ja. Das ist so dieser kleine Rassismus in diesem alltäglichen Leben und ja. Es gibt halt natürlich dann nochmal die Rechtsradikalen. Ich bin ja so jemand, ich tue mich auch schwer, jeden x-beliebigen Rassisten jetzt direkt einen Nazi zu nennen, ja. Ich mag diese Kultur nicht, dass man jeden irgendwie direkt einen Nazi nennt. Ich finde, weil wenn man jemanden direkt schon mit Nazi bezeichnet, dann drängt man den auch direkt zu denen, finde ich. Weil denkt ja, wie, ich bin Nazi. Ja, wenn du mich schon so nennst, dann gehe ich auch zu den Nazis. Ja, ne? so Schubladen. Ja, genau. Ich denke mir so, okay, du bist noch zu retten, du bist kein Nazi, so komm mal her, so ich erkläre dir mal so, ich bin nicht so böse. So, weißt du? Ich bin nicht kriminell. Ja, aber ich bin halt jemand, der halt auch ein bisschen auf, ja, ich meine, es hat auf jeden Fall einen großen Sinn, da Kontra zu bieten und Gegendemonstrationen zu machen und das ist auf jeden Fall alles sehr wichtig. Aber in letzter Instanz möchte ich ja nicht, dass irgendwie der sich umbringt oder so. Also das wäre ja quasi, ja, weiß ich auch nicht so. Also ich will, dass er ja umdenkt. Ja. Ne? Und dass er merkt, dass er toleranter wird und dass er mehr Liebe in sein Herz bekommt. So. Und das bekommt er nicht dadurch, dass ich ihm eine auf die Fresse haue, sondern vielleicht
ihn beruhige erstmal und dann ihm erkläre, wenn er es natürlich annimmt. Das ist natürlich auch manchmal utopisch bei manchen Menschen, die halt einfach sowieso auf Stress gebürstet sind und sich sowieso nicht sagen lassen. Ja, so ist es halt. Du hast dann auch so Sachen auf deinem Album wie Religion. Was war da der Beweggrund, dieses Lied zu schreiben? Ja, also ich fand ja, dass es viele Songs für Religion gibt. Das sind dann so, weiß ich nicht, Christenchöre oder Christenrock oder sowas, ja. Dann gibt es viele Songs gegen Religion, also weiß ich nicht, irgendwie im... Böse Onkels Kirche zum Beispiel. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, so im Rockbereich so. Und dann gibt's, ich fand, es gab bis jetzt keinen Song über Religion. Und vor allem aus der Sicht eines Menschen, der halt überhaupt nicht religiös ist. Also ich bin nicht religiös, aber ich habe halt irgendwann im Laufe meines Lebens aufgehört, darüber zu diskutieren, weil das ist halt eine Glaubensfrage so. Und solange er mit seiner Ausübung seines Glaubens seiner Umwelt nicht schadet, habe ich da nichts dagegen so. Weil ich meine, die Grundsätze der Religion sind ja eigentlich gute, nur dass nur die wenigsten sich daran halten. Und vielleicht auch, ja, andere Religionen dann auch auf andere Religionen herabblicken zum Beispiel, ja. Und ich wollte einfach mal dieses Thema so ein bisschen auf den Punkt bringen, meine eigenen Erfahrungen mit reinbringen, Rallye-Unterricht früher und dann auch die Konflikte, die ich in meiner Jugend hatte mit Religion und ja, und dann halt auch die Konflikte weltweit, wie Leute Religion nutzen, um Macht auszuüben und, oder eigene wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, indem man zwei Religionen einfach aufeinander clashen lässt, so Teile und Herrsche. Ja, so eigentlich. Wo wir jetzt auch von den Religionen geredet haben und dass du jetzt die beiden Seiten ein bisschen beleuchtest. Du beleuchtest ja auch zum Beispiel, wenn man deine Webda-News verfolgt, Ja. Zum Beispiel Charlie Hebdo ist jetzt so das, was mir jetzt sofort in den Kopf kommt. Da hast du auch die beiden Seiten beleuchtet, was die wenigsten getan haben. Ja. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Webda-News zu machen und wieso veröffentlichst du die über Yahoo und nicht zum Beispiel über YouTube? Yahoo ist ja auf mich zugekommen. Okay. Ehemaliger Mitarbeiter von Yahoo war halt auf einem Konzert von mir. Und der hat in München und hat mich halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, sowas zu machen. Und ich fand das sehr interessant, weil du musst dir überlegen, so, wenn ich halt ein Album mache, wie gesagt, eben 3/4 Jahr, und ich, sag ich mal, relativ am Anfang der Entstehungsprozesses einen Song mache über ein Thema, was mich halt in dem Moment beschäftigt, dann kann ich halt auch eher nur allgemein darauf Bezug nehmen, weil es muss ja auch irgendwie in 3 Jahren eine Relevanz haben, dieser Song. Und so kann ich halt wirklich akut und direkt auf Themen, zu Themen meine Meinung äußern, ohne jetzt dabei mir überlegen zu müssen, okay, klingt das jetzt noch in 3 Jahren immer noch gut, weil ja, es ist halt aktuell und es ist halt auch nur dafür gesehen, dass man es direkt dann auch konsumiert, ja. Aber ist es nicht anstrengend, jede Woche eine neue Thematik zu finden und innerhalb von kurzer Zeit, weil du bist ja schon ziemlich schnell, was das belangt, ist das nicht irgendwie auch so ein Stressfaktor, der dir dann kommt oder kommt das einfach so dir sofort in den Kopf? Nein. Also es gibt so, es ist von Woche zu Woche ein bisschen verschieden. So. Manchmal bieten sich die Themen einfach so an, weil das einfach das alles beherrschende Thema ist, wo ich dann Bezug zu nehme. Und manchmal gibt es so Wochen, wo sind so ein paar kleinere Themen, die so brodeln, aber vielleicht habe ich 2 Wochen vorher schon was dazu gemacht, wo ich jetzt nicht 2 Wochen danach schon wieder was dazu machen will, ohne dass sich jetzt wirklich was da jetzt entwickelt hat. Und da ist halt manchmal schon ein bisschen schwierig, ein Thema zu finden, aber bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Es ist schon auf jeden Fall ein Druck, den ich mir aber auch selber mache, weil ich finde halt, dadurch, dass ich das jetzt nicht, sage ich mal, aufdrösel, rein faktisch, sondern ich versuche es ja schon immer auf eine emotionale Ebene zu bringen, weil ich es ja auch als Kunst verstehe. Ne? Es ist ja, deswegen viele sagen ja, du bist ja fast schon ein bisschen journalistisch tätig. Ja. Das sehe ich eigentlich nicht so. Ich mache immer noch Kunst so und ich sehe das halt auch als Kunstprojekt. Natürlich gekoppelt mit als Nachrichtenmagazin, aber es ist ja auch eher nicht nur, dass ich irgendwelche Fakten benenne, das mache ich sowieso am Anfang, aber ich nehme dir auch wirklich Stellung zu und sag meine Meinung. Also es ist eher so wie so ein Kommentar oder eine Kolumne.
Wenn man dich jetzt auf der Blumiologie-Tour besucht, was erwartet einen da? Also zunächst muss man ja sagen, ich bin nicht alleine unterwegs. Ich bin mit meinem alten Kumpel JJ aus Düsseldorf unterwegs, DJ Stylo und Jessica Jean, eine Sängerin, sehr, sehr, sehr hübsch und sehr talentiert. Die Leute unterschätzen die immer, dann denken, ja, klar, kommt so ein kleines Püppchen auf die Bühne, ein bisschen hübsch, so ist vielleicht nur fürs Auge, aber dann singt die brutal nieder, wirst du ja gleich auch merken. Und ja, das ist lustig. Und wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Programm auf die Beine gestellt. Ja, sehr gespannt. Jetzt noch eine abschließende Frage. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen die Szene verfolgst. Da hatte Karate Andi mal etwas geschrieben, wo er dich auch namentlich erwähnt. Wenn ich die Szene richtig im Kopf hatte, sagt der Blumio, leih mir mal deine Scheckkarte auf, dann lege ich dir eine fette Pappnase drauf. Hast du das eher als Hommage, als Diss oder wie hast du das empfunden? Um ehrlich zu sein, ich habe das nicht gehört, aber ich habe von anderen gehört, dass er sowas mal gerappt hat. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz den Zusammenhang. Das kann er mir ja mal erklären, wenn wir uns mal sehen. Ich erkenne da keinen Diss. Also Pep ziehen tue ich nicht. Finde ich auch ekelhaft. Kreditkarte habe ich zwar, aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wo der Diss jetzt ist. Also ich bin ja ganz froh, dass er noch so human mit mir umgegangen ist. Dann bedanke ich mich fürs Interview. Danke euch. Abonniert Blumios Channel. Ja, Facebook /Blumio. Jeden Freitag. Also während der Tour kommen die Rap der News immer Dienstag, Mittwoch raus. Okay. Aber sonst eigentlich immer so Freitag, Samstag kommen sie schon raus. Und dann Instagram hast du? Instagram habe ich auch. Und dann like das Video, schreibt unten in die Kommentare und abonniert meinen Channel. Tschüss.